Jennifer, Jennifer. Nein, aber ich möchte wirklich ein Lied für dich singen. Und ich muss jetzt eins schreiben, weil das ist schlecht gewesen. Und ich finde mir so, weißt du, Ja, wir müssen einen guten Reim finden für Jennifer. mal seit seit 3 Wochen, nein, stimmt nicht, seit 2 Wochen haben wir etwa 5 Leute, die weniger hören, die uns weniger hören. Und ich glaube, es sind einfach die, die wir mit diesen Musical-Einlagen verschrecken und vergraulen. Okay, also gut, I promise, wirklich, alle halbschlau Vollherz-HörerInnen und vor allem Frau Walter, ich mach's nicht mehr. Ich reiss mich zusammen. Ist gut? Ja, I'm so sorry. Hi zusammen, weißt hello everybody. du, der Effort zählt. Aber ich glaube nicht. Ich muss einfach aufhören damit. Ich mache sie auch nicht im Tram. Wenn der Billetkontrolleur kommt, sage ich immer so, Billetkontrolleur. Ich kann es nicht Hey, lassen, ich muss aufhören. hätte ich gedacht, du machst es sogar, wenn du deine Kumuskarte zeigst. Ja, es ist wirklich irgendwie so quasi 20 Punkte. Nein, okay. Also, kein Singen heute. Habe ich jetzt No. gerade probiert zu versprechen. I'm so sorry. Aber, ja. Hey, weißt du, was ich letzte Woche Aber ja, gemacht wir habe? haben den gleichen Ton von Creme. Ja, also ich habe einen gestreiften Cardigan an. Hello Sailor. Und die Basisfarbe ist die gleiche wie deine Farbe. Es ist wirklich, das ist eine Farbe, die ich nie trage, weil es ist einfach so ein bisschen Vanillevorhang. Es passt wirklich sehr Ton in Ton zu meinen Vanillehaaren. Und Aber es ich ist einfach finde so es ein bisschen, was? ja, aber es ist so beige. Ich bin nicht, und Jennifer ist krank. Ich bin einfach nicht beige. Ich bin auch in der Seele nicht beige. Auch aber ich finde meine Stimme so sexy. Also kannst du ein bisschen mehr reden heute? Weil du hast gesagt, du hast im Fall eine total gute MIDS-Geschichte. Mehr dazu später. Ich habe sehr Freude. Äh, Kann ich I ein bisschen... do. I do. Sehr gut. Also, Teaser! wir können ein bisschen chillen dann. Ich habe jetzt wirklich gemerkt, dass ich mit irgendwie so, weißt Impulskäufe, weißt die du irgendwie quasi online in den Warenkorb tust und dann nachher wieder vergisst, bei mir immer viel extremer. Es ist jetzt irgendwie, weißt so Regen, Sonne, Winter, Sommer und irgendwie so bei so krassen, so Wetterwechsel. Da habe ich im Fall immer wahnsinnig Lust zum Geld ausgeben. Ich weiss nicht, was das ist. Ist das normal? Das müssen wir mal untersuchen. Meteo-Einflüsse auf Shoppingverhalten. Ja, es ist wirklich so ein richtiger Regensturm kostet mich immer 150 Franken. Nein, ich weiss das nicht. Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt mein Shit die Woche dort war, ist wirklich also ich hätte es wahrscheinlich gekauft, hätte es jetzt nicht bei uns noch gehagelt. Ähm, Weil es wäre für die Dachterrasse so ein bisschen Frühling-Chill-Stimmung. Aber irgendwie ist jetzt grad das Wetter ist grad nicht so, von dem her, Also wäre ja. es eine Pflanze, die verendet, oder was? Nein, die habe ich natürlich schon alle bestellt. Die habe ich jetzt auch rausgetan, muss ich sagen, weil ich habe sie bestellt und ich habe sie dann auch schon daheim gehabt und dann habe ich sie auch nicht können gerne wieder in der Box lassen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht mehr friert und ich hoffe, dass sie jetzt ganz schön noch wurzeln können, bevor es dann heiß wird. Und ich bin auch dann ganz arschig, die eine von unseren Katzen, die ist, die orange und alle, die eine orange Katze haben, machen jetzt: «Oh, I know.» Die ist einfach nicht das hellste Kerzchen auf der Torte. Und ist 'n Schnügel, aber man muss wirklich sagen, die Brüder haben 'n Äh, bisschen mehr abbekommen, von der Weisheit. Und und er ist wirklich er hat einen Garten, ich habe so grosse Tröge auf der Terrasse und er hat einen, wo er einfach findet, das ist sein Klo. Obwohl er ei. natürlich ein Katzenklo auf der Terrasse hat und alles und Zeug und so, aber er findet und ich habe alles probiert. Ich habe Kaffee probiert und Pfefferkörner und so Limonzeugs da, Zitronella-Gugus, alles, aber es bringt nichts. Und jetzt ist heute etwas Neues gekommen, das ich jetzt grad heute ausgelegt habe und es ist ein bisschen aschig. Es sind für ins Blumenbeet rein, so Plastik-Spikes. So richtig so einfach frontal. Ja, Wow. hardcore wirklich, jetzt bin ich aggressiv. Und dass sie nicht draufstehen, weil sie schon recht unangenehm sind. Dann finde ich einfach: «Look, nein, einfach nein.» I try to be nice und Er hat's jetzt ist nicht es einfach weg. verstanden. Wie heisst er? Der Orange ist der Leo. Also Leo ist ein Dumpfbacken. Okay, also der Leo hat's nicht gecheckt. Mit dem Leo muss man ganz Klartext reden, oder? ja, er ist, meine, kanadische Freundin, die früher, Schule gegeben hat so 'nen schönen Begriff, mir mal beigebracht, NBD. Das sind die Kinder, wo das Label haben, das sind nice but dumb. Leo.
Das ist ja Leo! Er Ja, ist das ist wirklich, er wirklich hat Label. okay. Fertig. Ja, also wirklich buchstäblich. Also, ich finde es legitim. Also, ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut, im Fall die Eisheiligen sind, am 11. Mai erst. Also, mit Nein, sie irgendwie sind nicht so mehr Pflanzen mega spät. Und die kalte Sophie kommt auch noch. Oder ist okay. sie ja nicht die Eisheilige? Die ist, glaube ich, eine davon, ja. Also, wirklich auf jeden Fall, weißt du, als wäre ich die Grossgärtnerin. Bei mir stirbt wirklich alles. Ausser sorry, jetzt mache ich grad ausser der da. Schau mal, ich habe so Freude. Pflanzen! Die sind toll. Ja! Also, ich glaube, die kannst du ja literally fast nicht umbringen, aber der geht's grad gut. Und das ist die einzige Pflanze, die ich nicht gekillt habe in den letzten 3 Jahren. I'm proud of you. Ich meine, ich habe ein Und Lego-Pflänzchen bereit. Nein, ich kann auch noch stimmt, sagen. das ist mega cute. Also, Nein, ich habe im Fall auch nein, ich habe ja dann schon entschieden, didn't buy. Excuse me, please. du hast ja das tatsächlich gekauft, das stimmt. Ich weiss, ich habe es noch nicht gekauft oder nicht gekauft. Ich schaue es schon mega lange an, aber ich hoffe immer noch, ich finde das absolute Schnäppchen auf Tutti. Kennst du Fatboy? Das sind die Sitzsäcke. Ja. Die fetten Sitzsäcke. Und von denen gibt's auch so 'nen Rocking Chair, so 'nen Liegest 'n Schaukelstuhl für draussen. Und man kann wieder aufstehen. Ich glaube, es gibt nichts Erniedrigenderes als eine korpulente Frau sein und dann in so einen Fatboy reinfläzen und dann nachher, sagst: «Komm, wir gehen.» Und dann musst du so seitlich rausrügeln auf alle Vieren. Es ist Ich meine, nicht ich darf würdig. liegen dort, bis die Maden kommen, das ist mir scheissegal. Finde ich total legitim. Und also der Schaukelstuhl ist so ein Fatboy in so einem Metallgestell oder so, nehme ich Ja, jetzt mal an. genau. Und jetzt haben sie eben auch noch grade 'n schönes, Küssi-Muster, Aktion gehabt, nämlich so hellblau-weiss gestreift. Ja, da haben wir so ein bisschen Saint-Tropez-Mood. Ja, genau, so 'n schönes hell türkis hellblau. Ich musste stark sein, ich musste stark sein. Weil das Ding ist Okay, nicht warte. günstig, das sind etwa 450 €. Also, warte schnell, ich mache es jetzt offiziell mit der Radiomoderatorenstimme. Wenn uns jemand zulässt, wo einen fairplay Schaukelstuhl hat, den er einfach nicht braucht. Jennifer Walter hätte ihn gern. Ist das gut? Oder Also, ich kann es auch hey, noch mal machen. was du bei Fatboy schaffst und denkst, wir brauchen noch 2 total sympathische Brand Influencer. Hey, call us! Ich sage eigentlich unseren Podcast, wenn ich so blöde Handbewegungen mache zu dir über, bringt das Nein, etwas? also in meiner Ansicht zeigst du nicht auf mich. Nein, so gemein, dann mache ich es auf die Hand. So! Oder Ja. so! Also, auf jeden Fall habe ich es jetzt in alle Richtungen. Bitte schickt Nein, aber Jennifer Walter bitte einen Fatboy Schaukelstuhl. Fatboy arbeitet, call us. Definitiv. Also, ich möchte, glaube ich, keinen Fatboy, weil ich einfach irgendwie so, das geht mir zu nahe. Es kommen Erinnerungen rauf, die mir nicht gut tun, merke ich gerade. Das ist so eben der Sitzsack, wo nicht Das ganz ist gut geendet Teenage, das ist. ist 20s Trauma oder was? Ich glaube im wirklich, ich habe irgendwie so komische Vibes von irgendwie, weißt du, so Wellen rumknutschen und irgendwie, weißt du, so dann, ich weiss auch nicht, das ist ganz schlimm gewesen. Auf jeden Fall kein Sitzsack für die Steffi. Und was es auch nicht gibt für Okay, die aber Steffi, ist tell us jetzt more about that nebenbei. story. Es ist wirklich, also ich bin sehr stolz auf mich, weil jetzt muss ich es wieder in die Kamera heben, jetzt musst du schauen. Es ist ein Phone, also ich Was? zeige dir eine iPhone-Hülle in einer iPhone-Hülle rein. Siehst du das? Das ist tuftet. Es ist eine tuftete iPhone-Hülle. Ich bin fast gebrannt, als ich das gesehen habe. Okay, aber weißt du, wie fucking gruselig unhygienisch? Das ist nur so ein Wintermodell, es stimmt. Alle Bakterien bleiben drin, aber es ist so herzig. Es Es ist ist wirklich, mega cute. okay, und ich bin gestalkt worden, es ist von Casa Rollio und die haben im Fall auch mega herzige Interior-Sachen. Also sie haben coole iPhone-Hüllen, alles sehr so farbig und also mit so Illustrationen und sie haben aber wirklich auch so Decken und Teppich und so. Also tu es Ja, bitte okay. im Und sie haben Inkognito-Modus, auch das ist am nicht nur das Dessert, als bräuchte ich nochmal ein null. Dessert in meinem Leben. Aber Aber tun cute. Sie im Inkognito-Modus bitte tun Sie anschauen, weil sonst Ah, eh gestalkt. scheisse, hat sie so Retargeting. Ja, es ist Aber wirklich, das merkst du extrem. cool. Oh, das Küssi. So schwarz-weiß gestreift und dann so pink rostrot. Sechs Mode-Farbkombi. Pink rostrot, oder? Es ist also, finden wir zauberhaft. Nein, gang, tun die Aber Website zu. Mode.
Gehen wir sagen, we are de-influencing, haben wir gesagt, diese Woche. Es ist so kalt, ich habe wieder so einen Wollenpulli ausgepackt, und ich jedes Mal im Kasten gesehen habe und ich so, der ist so schön, und ich vergesse immer, er ist ein Wollenpulli und er beißt mich schon den ganzen Tag und ich ziehe es jetzt einfach durch. Ja, eben, da haben wir wieder das ist dann nicht autistische, doch mal vielleicht ein bisschen Touch von Autismus und ADHS. Ich bin einfach ein harter Sieg und finde einfach, es ist ein schöner Pulli, ich lege ihn an, auch wenn er beißt. Und ich bin einfach mega hässig schon den ganzen Tag. Ja, ich meine, ich kann auch so handeln. Kann man auch Sure, so haben. why Das not? ist nicht sehr erwachsen, aber wir machen es jetzt einfach. Nein, also wir haben Doch, Geld ist eigentlich gespart. sehr erwachsen. Einfach all der ganze Scheiß, wo du eigentlich aussitzen willst, ist eigentlich mega erwachsen. Not healthy, aber sehr erwachsen. Das ist gut. Wir sind ganz viel weißt, Anführungszeichen am machen mit unseren Fingern, just so you know. Also wenn du es jetzt hörst. Im Ja, Gym ich kann oder das beim nicht. Einschlafen. Ich möchte wieder mal, hey, ich könnte uns schreiben auf halbschlau voll Herz auf Instagram. Ich möchte den seltsamsten Ort hören. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel unseren Podcast hörst und findest so, ich höre das immer auf dem Friedhof, wenn ich meine Großmutter besuche oder so. Ich finde das im Fall mega spannend. Ich möchte weirde Orte, wo man uns hört. Also quasi beim Einschlafen und im Gym und im Tram. Schon. Ist mega stark. Ja, habe ich also auch gefunden. Also ich würde mich wahnsinnig nerven, ich bin auf der Rudermaschine und dann also aber anyway, also falls du uns jetzt gerade hörst an einem leicht seltsamen Ort, please let us know. Mach ein DM auf Instagram, ist gut? Also, gehen wir jetzt zum Am I the Asshole? Ja, und ganz einfach so historisch gesehen habe ich, glaube ich, 90% von der Am I the Asshole-Geschichten irgendwie gebracht, weil ich obsessed bin, aber auch weil ich wahnsinnig gerne meine eigene Stimme höre. Und heute hast du eins mitgebracht. Ich bin so gespannt. Ich meine, es ist ja nicht für nichts gekommen, bist du im Radio gewesen. Das ist Weißt du, irgendwie so quasi, manchmal ist einfach so, man kann mich auch nicht zahlen zum Schweigen. Weißt du, das ist einfach irgendwie so, es ist einfach so ein bisschen ja, ich making the glaube, das best of a auch. bad Ich glaube, situation. voll gewesen, Einfach, manchmal oder? musst du einfach. Das wäre mal eine Alternative We Make It Crowdfund. Dass man nicht mehr muss reden. Ja, Das wäre Dass man Steffi zum Schweigen bringt mit einem Crowdfund. Also, mein Mann hat das mal gemacht im Tram mit einem Musiker, weißt du, der so schlimme Panflöte gespielt hat. Und dann hat er ihm 10 Stutz gegeben, wenn er aufhört. Ich habe das recht lässig. Du magst nicht, du bist im Tram am Morgen früh, dann kommt einer so, hürlülü, hürlülü, hürlülü. Es war ganz schlimm gewesen. Nein, Horror. Horror. Absolut. Wir danken dir mal für den Dienst an der Zürcher Gesellschaft. Das Nick, thank brauchst you. du fast einen pinkig brillanten Absagzeichen von der Stadt Zürich. Das ist so. Und jetzt habe ich schon wieder so dumm gesungen. Das ist vor allem mega laut gewesen. Ich hoffe, es hat niemand abgestellt jetzt. Ich schwöre, ich mache es nicht mehr. Weißt du, es ist wirklich einfach, it's worth check shit. Es ist wirklich so. Mein Wort ist nichts wert. Aber wirklich, Nichts. aber gar nicht. Wirklich. Nicht Doch. einmal ein Komm, Honigtüteli. Nein, Also, ich habe Honigtütli aus let's dem move Elend. on. Genau, weil wir haben heute nämlich, ich will heute die Asshole erzählen. Und jetzt löschen ganz viele Leute ab, weil sie denken, ich lasse über den Steffi zu. Aber, also, der Ticket ist flirting from an old friend and upsetting my boyfriend. Gut. Also, wir haben 22-jährige Weibli und 22-jährige Männli. Und Mhm. die sind schon seit etwa 2 Jahren zusammen. Und sie sagt, die Schreiberin, das Weibli, schreibt, sie hat sehr, sehr wenig Beziehungserfahrung. Und hat noch nicht wirklich viele Beziehungen gehabt, sie waren alle sehr kurz gewesen. Und, ja, und jetzt hat sie eben einen Freund, den hat sie schon ganz lang, den R. Und den hat sie früher, so mit 16, hat sie den mal mega cool gefunden, so ein bisschen crush-mässig. Und hat ihn dann irgendwie, hat sich dann alles ganze Herz zusammengenommen und hat ihn gefragt für ein Date. Und dann hat sie dann so nett, aber deutlich in den Schrank gewiesen und hat gesagt, nein, passt irgendwie nicht. Jedenfalls ist sie jetzt letzte hat sie einen Videocall gehabt mit ihrem Partner, mit ihrem Schätzchen und hat ein SMS vom R bekommen. Und das ist er, ich zitiere, how is my, like, dann eben der Stadt, wo sie wohnt, also how is my city I live in bomb doing? Oder? Also so grundsätzlich kann man auf Schweizerdeutsch übersetzen mit wie geht's mit Zürich-Büsi? Zürich-Schuss. Ich kann gar nicht sagen Busle. Wie geht's Zürich-Schuss. mit Zürich-Busle? Oder? Ich finde, das Mhm. wäre echt eine gute Übersetzung. Ja. Approved? Aha. Approved, ja. Und ich habe das eigentlich überhaupt nicht so tragisch gefunden, weil wir schreiben immer so ein bisschen lustig und
mein Freund hat dann gefunden, ja, nein, das geht eigentlich gar nicht. Das sage ich nicht angenehm, dass ich mit ihm so, oder dass er so, mir so sage und dass wir so schreiben. Er hat es dann aber nicht nur bei dem gelassen, sondern hat dann auch wissen, was ich ihm dann zurückschreibe. Und er wollte wirklich sicher gehen, wie eigentlich sehen, was ich zurückschreibe, damit das möglichst genug deutlich ist, was er da so, wie sie das so schreibt. Und Mhm. ja, es gibt eine riesenlange Geschichte und sie findet einfach so grundsätzlich, also ich habe wirklich das nicht gesehen, dass das Flirten ist. Und er hat mich aber dann nur zusammengeschissen und so und gesagt, das wirklich gar nicht und so. Und das sagt nicht respektvollen Umgang mit ihm. Ja, und jetzt hat sie irgendwie so ein bisschen lost. Am I the asshole? Aber, wie lange ist sie jetzt zusammen mit ihrem Freund? Über 2 Jahre. Okay, also weil ich finde, 2 Jahre ist ja genug lange Zeit, zum wissen, wie der andere tickt und so. Und ich finde, das tönt so, also meine Bauchreaktion ist natürlich irgendwie so, ist jetzt so uncool, so ein bisschen Eifersucht aus dem Nichts raus, weil offensichtlich hat sie die Situation noch nie gehabt mit ihm oder mit ihrem Freund, Okay. dass er irgendwie findet: «Hey Dude, was ist das für einer?» Und andererseits kann ich mega gut verstehen, wenn man das Signal, weißt du, so quasi eben so Flirtsignal nicht checkt. Gibt's auch. Also Ja, also ich fühle voll mit, muss ich sagen. Es hat durchaus schon immer recht lustige, es hat doch auch schon recht, weirde Situationen gegeben, wo ich das einfach nicht verstanden habe, dass das jetzt ein Flirt gewesen wäre. Und ich gefunden habe: «Oh, ich bin doch einfach nett und er ist auch einfach nett.» mhm, Ich glaube, der weirdeste war mal gewesen, ich bin in Migros am Posten gewesen. Und ich meine, Migros am Posten ist jetzt wirklich auch einfach überhaupt nicht. Und, wo ich irgendwie finde: sexy Timer.» wirklich nicht. Dann habe ich gesehen, dass einer schaut. Der schaut mich an. Und dann mein erster Ding ist ja natürlich nicht, der schaut mich an, weil er flirten will, sondern denke ich, habe ich irgendwo so 'n riesen Popel mitten im Gesicht. Und dann habe ich irgendwie gefunden, so: «Nein», oder? Ich glaube nicht. Alles gut. Und dann habe ich immer wieder so geschaut, schaut er wieder? Und dann habe ich immer gesagt: «Er schaut immer noch oder er schaut wieder.» Und ich immer wieder: «Schaut er wieder?» Und dann irgendwie gefunden so: «Hey, ich kenne, okay, dann so, kenne ich den? Kenne ich ihn nicht? Nein.» Mhm. Mhm. Und dann bin ich habe ich zu Hause in die Tiefgarage, habe meine, Sachen ins Auto da und dann kommt er und findet so: «Hey, wollen wir etwas trinken?» Wow, also direkt. Ja, und ich so: «Wow, Dude, hier in einer Parkgarage.» Ja, wie nicht? Nein, nein. Und ich so und dann so: «Also, hä? Wieso jetzt?» «Ja, ich habe ja immer geschaut mit ihm und so geflirtet.» Ich so: «What the fuck is going on?» «Sorry, nein, nicht bewusst.» Und dann ist es mega peinlich, sie hat sich mega entschuldigt und sich mega leid und ganz nett und so. Und, dann ist dann abgesagt. Hä? Ja. So, ich finde das, also weißt, ich finde das eigentlich recht cute, aber eben, weißt, es ist so, das gibt's eben schon, dass Leute irgendwie finden, irgendwie so, weißt, ich könnte nicht deutlicher irgendwie flirten und irgendwie so, also mir geht's genau gleich. Ich brich extrem zusammen. Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, wenn du mich jetzt fragst, habe ich das Gefühl, ich sage irgendwie wahrscheinlich 2004 das letzte Mal, weißt, so offensiv angeflirtet worden, wo ich es gemerkt habe. Und sonst ist einfach so, ich finde einfach, man ist lustig und dann ist jemand lustig zurück. Also eben im jetzt Fall, also weißt, in einen random Guy. Weißt, und dann nachher irgendwie, also ich mache mir keine Gedanken darüber und es ist No. wirklich, also wenn dann jemand finde, wie so, hey, das ist angeklärt, dann breche ich komplett zusammen. Finde, oh mein Gott, ich bin verheiratet, weißt du, so ultra uncool. Aber hat es jetzt in letzter Zeit wirklich nicht so viel gegeben. Ja, eben, Aber jetzt sind wir schon zu alt, Steffi. ja, aber ich meine, ich weiß es auch nicht. Ich finde immer noch, es ist auch, man hat doch bis zum Schluss die Hoffnung, oder? Also weißt, oder dass mich ein 70-Jähriger anflirtet wenigstens. Das ist mir mal passiert, hat ein älterer Mann, also wirklich, nein, nicht ein älterer, ein alter Mann, hat mir beim Tram die Türen aufgehebt und ist nochmal zurückgestanden, dann bin ich eingestiegen und dann langt er mir so an den Arsch. Und ich so, what? Und ich bin so perplex gewesen, weil er so alt war, dass ich wie nicht gewusst habe, was sagen. Und das ist wirklich, also das ist natürlich, das ist einfach ein sexueller Übergriff gewesen, aber es ist so absurd gewesen, weil der ist so totterig gewesen, weißt, so 80 plus. Und das ist wirklich, I don't know, ist also auch sehr random gewesen. Also, Mich, nein, das ist zwar auch oft habe ich habe fast, Beef gehabt mit auch so einem wirklich alten weißen Mann im Hallenbad. Welches ist jetzt das? Wallisellen. mhm, Waterworld Wallisellen heisst das. Und zwar, es hat halt schon viele Leute gehabt, aber anyway. Es ist einfach noch lässig, es sind ein Innenpool, wo recht warmes Wasser hat, das ist eigentlich noch cool. Und dann bin ich so dort gsi und da hat's so 'ne Düse gehabt und dann bin ich so dort gsi, auf'm Geländer vom Ding und haben mhm. so
habe mich einfach so ein bisschen die Drüse im Rücken gehabt. Irgendwie ich hatte links einen gehabt und dann rechts ist so zwischen mir und jemand anderem ist noch Platz gewesen, aber schon nicht so viel. Ich wäre dort wahrscheinlich never rein in den Platz, oder? Aber an die weißen Männer, denen ist das ja scheißegal. Und er ist dann dort rein und dann ist er mir so an die Hand gekommen und macht einfach nichts. Also, er ist wirklich so wirklich angekommen, nicht einfach gestreift, sondern wirklich so Dann so geblieben. Also, er hat ja, dich angelangt. also, schon so. Und dann habe ich dann irgendwie gefunden: Entschuldigung?“ Und dann findet er so: „Hä, was?“ Und ich so: also, Sie haben jetzt irgendwie Ihre Hand auf meiner Hand und zwar so seit mehr als 5 Sekunden. Like, Also, du hast ja das müssen verbal also, so ausdeutschen? ja, was jetzt mich stört. Also, ich meine, hat er kein Taktgefühl in seiner Hand? Kann ja sein. Und dann habe ich gefunden, also, Entschuldigung, das stört mich. Also, ich kann nicht sagen, es stört mich, dass Sie Ihren Körper auf meinem Körper haben. Gut. Und dann findet er so: „Ja, Sie müssen sich halt nicht so breit machen.“ Und ich so: excuse. Also, ich bin zuerst da und dann kommen Sie und haben das Gefühl, Sie drücken sich da rein. Fair enough, oder? Und dann könnte man ja einfach sagen: „Oh, Entschuldigung“ und halt die Hand wegnehmen. Normalste Reaktion ever, aber Ja, auch er ja, ist wahrscheinlich nein, so er hat das gar nicht gemerkt. Und ich so: „Okay.“ Und dann hat er immer wieder hat einfach nicht können die Fresse halten, hat immer einfach wieder müssen weffeln. Und dann haben wir so untereinander gesagt: „Schauen Sie, jetzt müssen Sie einfach hören. Ich kann Sie auch so antatschen. Ist hure lässig.“ Und dann sagt er, ich habe ihn dann so am Arm gereicht, so. aha. Nachher sagt er jetzt: „Also, Entschuldigung, ich habe Sie also nur an der Hand berührt.“ „Ah, did you? Du hast es also gemerkt, gell?“ Und dann hat er grad so: „Gotcha, Creep. Sherlock Holmes.“ Wir Dudes in Wallisellen. Wirklich, what the fuck is going Weird on? Dudes in Wallisellen ist der Titel von unserem nächsten Podcast. Also, es ist eigentlich auch der Titel von unserer nächsten Tournee. Es ist so. Weird Dudes in Wallisellen und anderen Schwank aus unserem Leben. Aber genau, zurück zu, also wir beenden jetzt Jenny ihren Monolog und gehen zurück zu „Am I the Asshole?“ Konsens, und das finde ich einfach ein wichtiger Punkt, ist so: „Sorry, also you're not the asshole because“ es ist völlig okay, wenn dein Freund dir sagt: „Hey, sorry, ich will nicht, dass du mit dem schreibst, ich fühle mich unwohl“ oder so irgendwie. Kann man ja Mhm. machen, ist okay. Ja. Wie er es gemacht hat und dass er dich dann auch das SMS sehen, wo du schreibst und dir will zeigen, wie deutlich du das musst schreiben, das geht nicht. Das ist recht controlling. Genau, das ist das Verdict. Your boyfriend is very controlling, ist the most upvoted. Ähm, also, und das finde ich aber eigentlich schon nicht ein guter Punkt. Ich finde, man darf schon sagen: „Sorry, irgendwie mich triggert das jetzt grad, dass die Person aus deiner Vergangenheit dir schreibt und ich Mhm. weiss, totally my issue, aber irgendwie, ich weiss nicht, können wir irgendetwas machen, dass mich das nicht triggert?“ Mhm. Und dann ist sie okay, kann man drüber reden, wie erwachsene Menschen. Da sind wir Von wieder dem bei her, den ach ja, Erwachsenen. Gut. Also, ich finde auch definitiv not the asshole und was ich noch recht herzig finde und was ich sehr mitfühlen kann, ist, dass sie ihren Disclaimer, dass sie sagt, sie sei halt nicht so erfahren mit Beziehungen. Weisst einfach irgendwie so: „Is this normal or not?“ Mega nachvollziehbar. ich meine, wenn du noch nicht viel Beziehungen gehabt hast und so, ich meine, dann Ja. ich weiss nicht, also ich meine, ich frage mich mindestens 4-mal am Tag: „Ist das normal oder sollte Das ist normal. Hey, ein Freund von mir, das“ also 'n Freund von meinem ja, Freund ist Hausarzt. Ja, und das ist scheinbar, das ist 'n Satz, wo kein Arzt auf der Welt jemals wieder will hören, weil es ist ganz viele Leute sagen, egal was es ist, die Hand geht grad ab oder, sie haben komische Träume. Ist so: „Ist das normal?“ Da jeder Arzt kommt grad Schübe über, wenn er das hört. rightly so. Also, rightly so. Ich finde, normal ist grundsätzlich auch sehr Nichts ist normal. Stichwort, weil normal halt grundsätzlich auch sehr, sehr kolonialistisch und rassistisch und sexistisch geprägt ist. Und von dem her kann sie tonen. Das ist wirklich so. Ausser du gehst zum Arzt und sagst: „Sie, ich glaube, ich habe Kniekrebs.“ Und dann sagt er: „Ah nein, das ist einfach, das tut weh, das ist völlig normal.“ Das könntest du dann sagen. Es ist wirklich Apropos Ärzte, ich hatte einen Arzttermin gehabt ich nehme sie jetzt, im Kantonsspital Baden. Ich bin eigentlich grundsätzlich mit mhm. vielen Ärzten dort total zufrieden.
Anyway, sie haben ja immer wie alle Spitäler, die haben ja so glossy Corporate Magazines. Mhm. Die so Interviews machen mit ihren Ärzten und sich die Corporate Communications Abteilung vom Spital hure viel überlegt und hure viel Geld. Und Mhm. es schon, es hat so Illustrationen. Und dann hat sie dort ein Interview mit mit so einem Facharzt. Ich weiß gar nicht mehr, was gegangen ist. Darmkrebs. Und wird jetzt so zitiert, ja, wird eine Frage gestellt und sagt so, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ich könnte vielleicht betroffen sein von Darmkrebs, was soll man machen? Und der tolle Professor Doktor irgendetwas gesagt, ja, man soll ihnen, also sozusagen seinem Körper vertrauen und man soll das den Ärzten auch so sagen, was man erlebt und was man halt, ja, was man halt so spürt. Und ich finde, mhm, What? hörst du dich selber? Leset eure eigenen Leute in dem Spital das Interview? Mhm. Ich glaube, 9 von 10 Ärzten, die ich bis jetzt im Leben gehabt habe, haben irgendwie gefunden: «Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass sie das spüren oder erleben oder so erleben» oder was auch immer. Und ich fand: «Oh, interesting.» Wäre vielleicht Wir nur wollen jetzt da nicht ja, ein Riesenfass auftun, aber es ist natürlich auch, das sagt ein Mann über die Arzt-Experience. Und ich glaube, wir müssen das vielleicht so stehen lassen, aber machen wir immer gerne auf. Ich komme mir schon grad richtig du freuen. tust so gern Fässchen auf. Aber es ist wirklich so, ich glaube, jede Frau da weiss, wie es ist, die Feministische Experience Fässchen. zu haben. Feministische Fässchen. Feministische, das ist, was ist es vorher gewesen? So, was sind Creeps in Wallisellen und feministische Fässchen. Weird Dudes in Wallisellen. Weird Dudes in Wallisellen und feministische Fässchen. Aber ja, also ich glaube, jede Frau, die da zuhört, weiss genau, wie sich das anfühlt, wenn man beim Arzt ist und weißt, wirklich Angst hat und sich Zeit genommen hat und man geht sonst nicht zum Arzt und der Arzt findet irgendwie so, und ich sage jetzt extra immer, der männliche Arzt sagt der Frau irgendwie so, eben, kann nicht sein oder nein, nein. Und irgendwie, also weißt du, eben so quasi Ja. dann die Wahrnehmung einfach irgendwie so, das stimmt nicht. Okay, ja. Also ich darf Holz anlangen. Ja, also ich han in den letzten paar Jahren gute Experiences gehabt mit Ärzten im Grossen und Ganzen und habe das selten gehabt, weil ich einfach auch natürlich meine Lösung war, wenn ich an das angelaufen bin, habe ich den Arzt gewechselt. Ich habe keine Zeit und keine Nerven. I'm too old for that shit. Oder? Absolut. Habe ich auch so gemacht. Das Einzige, was mich genervt hat, ist, je nachdem, wo du im Spital bist, hast halt immer die Assistenzärzte, die auf Rota sind. Das heisst, die sind irgendwie ein Jahr, 2 dort und dann geht's weiter. Mhm. Einfach so absolute Halbschüsse gehabt, die ich gefunden habe. Wow, das wird nicht. Aber, hast du schon mal erzählt, einer von der, äh, interessantesten Momente, ich wollte eigentlich sagen lustig, weil es ist wirklich einfach schon irgendwie abartig bizarr, ist mit der Kinderärztin von unserem Sohn. Also, ich muss sagen, unser Sohn, er ist nie auf dieser Kurve gewesen, er ist immer irgendwie im 99. Zentil über der Kurve gewesen, weil er einfach extrem gross ist. Mhm. Und, er ist extrem sportlich und du kannst seine Rippli zählen und alles, wenn du ihn siehst. Dann ist mein Partner hat, er hat irgendwie Ohrenentzündung gehabt und dann ist er dort gewesen, mit dem Finn und dann auch nachher beim ersten Check-up ist er auch gewesen und ist alles gut, alles wunderbar, alles verheilt. Und dann bin ich den zweiten Follow-up Check machen, eine Woche später. Dann findet sie so: «Ja, also mit dem Ohr ist alles gut, aber wir müssen über das Gewicht von meinem Sohn reden.» Und ich so: «Ah, also ist das Gewicht jetzt anders als vor einer Woche? Oder wieso ist es jetzt ein Issue?» Ähm, ja, ja, sie hat es letzte Woche schon gemessen. Ich so: «Ja.» Und ich denke, Mhm. bin mir sicher, es ist genau die gleiche Zahl gewesen letzte Woche. Ja, das müsste ich so mal schnell nachschauen. Aber eben, sie möchte nur sagen, Cola und Süßgetränke sind keine guten Getränke für Kinder. Nein, wirklich? Also nur weil jetzt die fette Mutter kommt, hast du das Gefühl, du musst mir sagen, dass Cola kein Getränk ist für Kinder. Wow. Ja, Ja. Auch schwierig. auch schwierig. Ja, also das nächste Mal reden wir nur über das Gewicht von meinem Sohn, wenn er nicht im Raum ist. Mhm. Ja, Weil kommt noch sein Gewicht dazu. ist völlig normal. Ja. Und B, sie können sie können sich gerne ihre Bedenken äußern, aber dann machen wir das systematisch und dann tun wir systematisch erfassen, was er irgendwie innerhalb von einer Woche jeden Tag zu sich nimmt. Und dann machen wir ein Ernährungsprotokoll und dann kann sie das anschauen und wenn sie dann findet, das ist Mist, dann können wir sehr gerne darüber reden.
die Podcast-Folge ist heute auch, steht unter dem Stern Doctors. Hören zu. So macht man es nicht. Ist Ja, gut. ja, Also zum ja. Mitschreiben, Ich kommuniziere sozusagen. über Steffi nicht. Ich finde, es hat im Fall sehr viel Learnings. Steffi weiss es. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht, ich schwör's, ich habe nichts angelangt. Vielleicht müssen wir jetzt einfach Ciao sagen, weil es ist jetzt wirklich schon eine halbe Stunde vorbei. Vielleicht findet irgendwie so unser Riverside-Tool irgendwie so quasi Ich finde gut es gewesen. eben eigentlich schon gut. Wir haben eigentlich nur noch ganz schnell das, was ich gehört habe. Und zwar ein bisschen aus aktuellem Anlass, den wir noch lässig finden. Also nein, eben nicht lässig. Eigentlich. Nein. Also, Aber nein. ja, Aber also es ist ja nein, wirklich, nein, gar nicht. Nein, ist fies. Nein, nein, es ist komm. nicht lässig. Also wir haben, Es weiss ich. es Es schadet also es uns ist wie, allen. es schadet uns allen, das kann man genau so sagen. Weil ich bin ein bisschen traurig gewesen. Und obwohl, ich muss einberäumen, ich habe den Podcast nicht so viel gelost, aber sie sind natürlich eine ziemliche Vorreiterinnen gewesen. Und ich muss es jetzt nochmal sagen, weil es vielleicht zum einen von der letzten Mal Zividillering, bin ich im Fall sad, dass sie quasi, they're breaking up. Es ist disbanding, die Spice Girls gehen auseinander. Und ich TikTok bin Show wirklich, never no more. nein, es ist wirklich, also, und ich glaube, das tönt so nach irgendwie so quasi, wir wollen wirklich nicht mehr. Es gehen Gerüchte um, dass sie irgendwie, weißt du, quasi, ja, also es ist einfach irgendwie so quasi, machen wir nicht mehr. Ich finde, Jennifer und ich können sagen, wir finden es traurig, weil ich finde im Fall all die 3 Frauen mega cool. Aber es ist einfach wie so eine offene Einladung, dass jetzt, also, ob es jetzt Maya ist oder Shameless Self-Promotion. Shameless Self-Promotion. Falls irgendwie Leute da draussen traurig sind, dann ist einfach in so ein Ziel, ich Also könnte mach einfach einfach so, kurz. Steffi macht jetzt so, hat einen langen Schnuff, aber eigentlich geht es im Kern darum, wenn du jetzt einfach weiterhin Frauen brauchst, die einfach irgendeinen Quatsch erzählen im Leben und doch eigentlich recht halbschlau sind, dann please, you're welcome. Wir nehmen dich mit offenen Armen in Empfang. kommt zu uns. Ja. Come. Come, Das wir klingt sind überhaupt nicht kultig oder sektig. wirklich nicht. Sondern wir nehmen alle, wir nehmen wirklich, nein, wir nehmen keine Rechtsradikale und Assholes, aber alle Wir nehmen anderen keine nehmen wir. Nazis. Nein, es ist wirklich so. Aber kommt einfach, hört uns zu, wir sind für euch. Also wir haben das einfach noch gesagt. Und ich würde sagen, wir sparen uns. Ich habe im Fall auch eine ziemlich juicy Am I the Asshole Story. Und ich glaube, die sparen wir uns auf für nächste Woche. Ist gut, wir machen jetzt einen Teaser. Das ist jetzt so, das ist überhaupt kein Cliffhanger. Also einen Hook droppen. Also ein kleiner Hook, Ja. jemand klebt sich einen Fake-Schnauz an. Das ist einfach so ein bisschen, ich muss es jetzt, ich weiss, es steht jetzt wie so Groucho Marx. Also reden wir von einem Aha-Schnäuzli oder von einem Magnum-Mustache? Klingt ein bisschen nach Magnum-Moustache. Aber ich meine, nein, das müssen wir jetzt einfach so stehen lassen. Der Schnauz ist unser Cliffhanger für die nächste Folge. Weißt du noch, wo alle so Schnauz-Tattoos hatten, so auf den Fingern und so, und sich das so angegeben haben? Stell dir vor, du hättest jetzt so einen geschissenen Schnauz am Finger und das weißt, und Fingertattoos We lived through it and we survived. Es ist wirklich so. Ich finde das wichtig. Die alten Kriegerinnen verabschieden sich. Wir müssen ins Bett. Wir müssen pfusen. Aber ihr wisst ja, jeden Donnerstag gibt es wieder eine neue Folge. Hauptsache Ja. Vollheit! Ist Nicht, ich singe nicht. Sag du noch Nein. etwas, damit ich nicht singe. Steffi möchte alle schön in den Abend oder in den Tag entlassen. Bye bye.